Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuer Episode Film lebt A Quiet Place Day One lebt aktuell am Kino. An we den Prequel sich dann los mischt, da erzählen dich lo an dieser Episode. Die Firma Quiet Place hört sich ja aktuell so bisschen ein Numm gemacht. Es ist nur schon den dritten Film an der Reihe und es schenkt sich ja große Beleftheit zu erfrieren. Ich werde mir dann lo den Day One gucken. Ich habe die anderen Teile definitiv auch gesehen. Und ich muss lo 4 wegholen. Es sieht kein so große Fan. Ich kann Faszination zum Teil haben verstehen, aber andererseits lässt mich das alles ziemlich kahl. Wie kann nicht ganz genau ausmachen, was mich so klar lässt. Das vielleicht einerseits so die Endgültigkeit, die du so hast. Also die Wirsen, die kommen auf die Welt roh, alles, wenn irgendwie in einem Mucks Fußig geht Brot. Und ich fand, das wird immer so ein. Ich gucke mal das an. Das ist so hoffnungslos. Also das wirklich so. Und es lässt bei mir so Gefühl aus, wie wenn irgendwie dann. Aber alles egal, als was dann passiert. Wir erleben dann halt eben so kleine Storien an dem Universum, wie die Leute dann eben die Überleben kämpfen. Ob was das darüber auslebt, ist eigentlich schon von Anfang unklar, weil gut kann das ganze Szenario eigentlich nicht ausgehen. Und das fand ich immens schwer, weil mich lässt das wirklich extrem klar. Es sitzen, da wird wie leider 1 Stunde 40 Minuten laut Film. Es sitzen dann da und ich denke mal, ja, ist alles gut gemacht, sieht alles gut aus, das ist alles gut aus Szenen gesagt, auch von den Schauspielern nicht zu schwätzen. Schauspieler machen das mega gut, du hast nichts zu meckern. Lupita Nyong'o spielt wirklich fantastisch, das ist fantastisch, ne? Also das hauptsächlich auf der Flucht, aber zum Schluss hin wird es schon ein bisschen mehr eine emotionale Szene, die mich eben, weil das ganze Szenario so endgültig und so drüber irgendwie ist, dass es mich nicht. Also ich kann nicht richtig um mich loslassen und das ist mein großes Problem mit A Quiet Place. Ich fand nicht gut, wie sie eben die Charakterebenen wollen abbauen, wie der Fokus eben nicht dem großen ganzen Chaos den herrscht, eben der Fokus auf einzelne Charaktere gesagt wird, an der Vordergrund lässt, fand ich tipptopp, aber wie gesagt, es lässt mich doch nach Karl. Auf unserer Seite ist dann Joseph Quinn, den Eric spielt, auch hin ist wirklich super, die zwei Mann, obwohl sie nicht viel mit nicht schwätzen, machen sie das wirklich gut, können ganz viele Emotionen transportieren, können das ganz gut auf die Leinwand bringen. Für mich wirkt der Film so paar Bayer an, so wie man präsentiert wird, wirkt immer so, ja, das kann funktionieren. Ich verstehe noch, wie das bei verschiedenen Leuten funktioniert, aber bei mir funktioniert das leider ganz gut nicht. Ich kann du wirklich, ja, mich lässt das Franchise ziemlich kahl. Das ist gerade aktuelle Franchise, was eben groß, also ziemlich belebt ist. Du wennt also immer schon beim 3. Teil und irgendwie lässt das einfach immer bei Leuten aus, für ein Kino zu gehen, für sich das anzugucken. Weltprämisse ist ja aber auch schon ziemlich cool. Der ganze Film wird angelegt mit New York City. 90 steht sie bei konstant an New York City, das ist wie wenn nonstop gegen Scheizen. Und ich kann das absolut nachvollziehen, weil du schon 2-mal da an, das ist ein von den stressigsten Städten, die ich bislang so erlebt habe. Und dann auf B-Mo kommen die Wesen und alles muss ruhig sein. Als ein cooler Kontrast. Sie für allem die Verfolgungsjagden an die Actionsequenzen war wirklich sparen können zum den richtig Nerven oppreibend ziehen. Du meint denke ich, dass jeder den mit The Quiet Place bis zufrieden war und Spaß da hat, den wird auch mit Day One sei Spaß tun. Den hat definitiv Sachen zu bieten, die an den, also was die emotionale Basis angeht, Sachen zu bieten, die Viergänger oder den Namen No-Folger nicht unbedingt so zu bieten hatten. Für allem Schauspielerschlichtung als ich wiederhole mich dann wirklich ganz gut. Und dann, ja, für mich ist es leider nicht. Und ich habe das noch nicht oft gehabt, aber das ist wirklich ein Film, wo ich so, ja, verstehe ich, aber berät mich nicht. So, an ihr mich nach 6 Mal am Kreis drehen, ging ich so an,
Erzählt mal gerne einen Kommentar, wie dir der Film wollt, wie ihr die Quiet Place Reise so gefällt. Ja, dann ging ich so da war da doch schon an der wünschen ich noch ganz viel Spaß am Kino hat A Quiet Place Day One. Ciao.